Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleft. Ich war ein bisschen mir einen anderen Film für euch gucken, und zwar Asbestas. Ja, was es an diesem Film geht, aber wie mir gefallen hat, das seht ihr hier bei Filmleft. Okay, fangen wir einfach mal direkt mit der Handlung an. Das Ganze spielt aus Spanien an einem kleinen, wunderschönen, idyllischen Dorf. An den Antoine und Olga sind eine französische Koppel, die hier leben. An biogemäß bauen. Und das ziemlich erfolgreich und auch relativ belebt auf den spanischen Markt. Lo hat sich das Ganze aber folgendermaßen entwickelt. Das Dorf sollten platt gemacht gehen. Wir können Wandanlagen abzurieten und dadurch sollten die Leute an dem Dorf relativ viel Geld kriegen. Das gefällt dem Antoine aber absolut ganz gut nicht und hat das auch nicht unterschrieben, weil das sein Daheim hat sich etwas wollten abbauen und das geht auf gut keinen Fall. Das leitet da ganz zum Irrger von den Marktbewohnern aus dem Dörfchen, die sich dann da relativ viel Geld versprochen. Und es dauert auch nicht lang, bis das ein Nachbarschaftsstreit entsteht, den irgendwann relativ weit geht. Ganz weit. Und auch immer mehr dramatisch geht. Und immer schlimmer geht. Und lo kommen wir direkt zu dem Punkt, dass dieser Film ausmischt. Wir sprechen von einem relativ kleinen Film, von einem, aber dafür auch nicht mal durchstörenden Film. Der ganze Film dreht sich halt einfach mit der Handlung, mit der Erzählung und mit den Geschichten, die Leute zu erzählen. Also die ganze Thematik, die spannend und impulsiv Momente, die dadurch entstehen, fesseln ihn quasi richtig und Leinwand. Trotz dass ich hier von einem wunderschönen kleinen Dörfchen schwätze, kriegen wir eigentlich nicht ganz viel zu sehen von der schönen Landschaft, weil sich das ist schon gewollt, dass sich der Fokus so auf den Nachbarschaftskrieg bündelt. Und etwas, was den hier auf jeden Fall berücksichtigen muss, ich fand an so Filmen, wenn dem so Streitereien geht, also fand ich immer schwer nachzuvollziehen. Ich fand immer schwer nachzugucken, weil ich denke, es wäre so einfach. Es wäre so einfach, wenn den einfach nimmt. Wenn du das gesagt hast, dann hat ihn eigentlich schon die ganze Thematik aus der Welt schaffen. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier schwätzt man wirklich von einer ultra schwierischen Handlung, wo ihr seht, boah, wie will ihn das lesen? Fronten sind absolut verheert und du hast keine Chance mehr auf Nullausterin. Das ist extrem anstrengend nachzugucken. Und so sind auch die Diskussionen gefilmt. Mir ist am Anfang mir nicht richtig aufgefallen. Mir irgendwann habe ich tatsächlich festgestellt, was für extrem lange Sequenzen teilweise da dran sind, wo sich die Leute gegenüberstehen und schwätzen. Und es sich rasch steigert. Und es findet kein Schnitt statt. Nee, du hast eine Erzählung von 4 bis 100, so wie ihn dabei ging sitzen. Das wie wenn ein Matto ging sitzen und hinten ging nur lauschen und es will dir gerne helfen, mir es geht nicht. Das ist ein mega Kunst. Das muss ich einfach so sagen. Das ist ganz große Kino, den halt nicht die Aufmerksamkeit kriegt, wie ihn das verdient hat. Du hast am Anfang relativ sperrig im Land gelaufen, mehr in as aber lo auch mal mehr wie auf enger Platz zu gesehen. Und das ist immer schwierig, sich daran zu finden. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte am Anfang meine Schwierigkeiten, mit der Handlung auch zu folgen, weil was das schuld also in den Filmen ist, dann ging ich um 9 Uhr abends an das Kino. Das heißt, das schon relativ spät, das hat den schafft, der kann sich und um 9 Uhr abends an den Saal sitzen zu gehen, da kann ich schon mal mitgehen. Dann als Folgendes, was den definitiv dazu sagen muss, als der Film spielt hauptsächlich auf Spanisch. Der kriegt halt kein Deutsch-Synchro und der kriegt halt kein Englisch oder was doch immer. Der Film ist hauptsächlich auf Spanisch und zu einem gewissen Teil auf Französisch. Und dann nicht ganz natürlich mit französischem Untertitel. Der Tisch ist das schon relativ fordernd, der Handlung dann nachzukommen. Für mich auf jeden Fall. Und dann, für so eine Auer, wie gesagt, das ist dann nicht immer so einfach. Und ich denke, dann den Moment schwierig, so einen Film können zu genießen. Das ist ein bisschen traurig. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es noch in Zukunft ein bisschen mehr gewesen wird und dass dir dem Film dann auch eine Chance gibt. Und guck den ausgeschlafen, weil der muss bedenken, wir haben kein Blockbuster-Kino wie in das so kennt. Wir kriegen halt keine Explosionen an super grandios Sachen. Nee, es geht rein um die Handlung. Und das ist authentisch gespielt, das
grandios fesselnd umgesät und das op allen Fall guckenswert. Geht dem Film eng Chance an van ihr Schnee vun de Kino dat heiert. Los de méi laufen, Los noch ein bisschen mir agrreabel Zeite laufen an dann hoffen wir, dass der Film ein Publikum findet. Es ist nur ein relativ klein Review, ehrlich gesagt. Mir fällt auch eigentlich lo weiter nicht an, was ich dazu sagen soll. Authentisch gespielt, gut umgesetzt. Was will ich dazu sagen? Das ist ein Film, der muss auf ihn wirken. Und du kannst ihn nicht viel erklären, denken ich. Das muss ihn einfach gesehen. So, an dem Sinn, ging ich da so, denkt dran, liken, teilen, kommentieren. Wann der Film gucke geht, los mal auf jeden Fall eine Meinung haben. Das ging mich brennend interessieren. Für den Rest ging ich da so. Wünschen ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Asbestas.